D'Attraktion, d'Retention und d'Entwicklung von Talenter als eng vun den zentralen Herausforderungen fir d' Lützebauer Wirtschaft an dummer da auch fir d Zukunft vun eisem Land. Et ass ein Thema, iwwer dat schon viel geschwat a geschriwe gouf, mir nach kein eng Patentlesung von huet, auch die Regierungen net. Den Aging Report vun der EU-Kommission für 2024 geht fir 2070 vun 975.000 Einwohner fir Lützeburg aus. An seht, dass ma am Ufang eng Stärkcroissance hätten, die Dynamie losgehen gin, an de Schweiz auch vun enger Nettoimmigration von 10.000 Personen pro Jahr. Am der Etude vom Conseil national des fonctions publiques, die den Herr Fayot zitiert hat, könnt ein Szenario vom Stadtdeck heraus, wo seht, dass man am Jahr 2070 1,3 Millionen Einwohner zu Lützeburg hätten, auf 55% Frontalien. D'Etude Liser, die auch ugeschwart gin als Luxtalent, als sich äußerst interessant am Kader von dieser Interpellation, weil es gin ein ganz paar die wichtig Feststellungen an dieser Etude gemäht. So wird zum Beispiel gesagt, am Jahr 2024 sind 90% von den Leuten, die zu Lützeburg aufhängen zu schaffen, nicht zu Lützeburg geboren gewesen. 31,3% kommen aus einem Nicht-EU-Land. Auf von den Leuten, die neu auf Lützeburg schaffen kommen, also primo arrivant, an sich dann auch zu Lützeburg näher lassen, schaffen da 40% an spezialisierte Berufe, auf wissenschaftlichen oder technischen Berufe, gerade wie am Finanz- oder Assurancesektor. 30% von den Leuten, die zu Lützeburg aufhängen mit schaffen, verlassen den Lützeburger Arbeitsmarkt nur einem Jahr, auf 50% nur 5 Jahre. 70,4% von den Primo-Arrivants Lützeburger Arbeitsmarché haben ein Universitätsdiplom. Und als größtes Problem gehen abgezählt, dass es Probleme gibt mit der Anerkennung von den ausländischen Diplomen zu Lützeburg, respektive dass der Preis vom Logement viel zu viel hoch ist. Wir teilen die Analyse, dass Prognosen über die Entwicklung vom Arbeitsmarkt an 12 von den Rekrutementen ein qualitativ und quantitativ neue Etappe an der Talentpolitik verlangen. Wenn ihn aber von Zölle schwätzt, die so weit in Zukunft erreichen, da soll ihn auch eine Etude vom Stadtteil mit der Betreuung ziehen vom letzten Dezember. Hier sieht der Stadtteil nämlich, dass in Zukunft 90% von den Arbeitsplätzen Werte von der KI impactiert gehen. Für 2/3 von den Leuten bringt KI eine Unterstützung an ihrer Arbeit mit sich. Mehr 14% von den Arbeitsplätzen riskieren auch automatisiert zu gehen, um dadurch wegzufallen. Wenn wir also von Talent Attraction schwätzen, dürfen wir die KI nicht zu vergessen oder zu unterschätzen, weil sie wird einen wesentlichen Impact auf Talente haben, die wir in Zukunft brauchen. Herr Präsident, die aktuelle Regierung ist am Gange, hier Verantwortung zu überholen. Am Koalitionsakkord 2023-2021 hat die CSVDP-Regierung festgehalten, dass Lützeburg sich als Talent-Hub positionieren will, mit einem Haut-Comité pour l'attraction, la rétention et le développement de talents. Dazu sollen ein digitales Portal, vereinfacht Immigrationsprozeduren an einen gestärkten Up- und Reskilling-Politik beitragen. Diese Elemente sind nicht nur eine Lust von Versprechen, aber sie gehen no an no konkret an Gesetze und Reglementen umgesetzt. Ich fange am Haut-Comité pour l'attraction, la rétention et le développement de talents. Die gouf am Mai 2024 an die Leben gerufen. Das ist ein beratend Organ, als eine Rolle besteht daran, für Avien zu machen, Vorschläge zu formulieren, für die Regierung am wichtigen Bereich von den Talenten zu helfen. Den O-Komitee wird vom Wirtschaftsminister und zusammen mit dem Arbeitsminister präsidiert. Dann haben wir eine Digitalseite in Luxemburg. Dieses Portal soll einerseits internationalen Talenten wertvolle Informationen liefern, was sie wollen auf Lützeburg schaffen kommen. Aber auch die Firmen fanden wichtige Informationen bei den Demarchen, was sie international Talente wollen erstellen. Und das hat auch einen direkten Lien mit dem Portal in Luxemburg.
den Talentdesk. Hierbei handelt es sich um eine physische Präsenz am House of Entrepreneurship, sowohl die Leute, die wollen auf Lützeburg schaffen kommen, wie die Firmen, die wollen international Talente rekrutieren, bei ihren Demarchen unterstützt. Den Talentdesk wird von der Chambre de Commerce geriert. Wenn wir sagen, dass wir Talente auf Lützeburg kriegen, dann müssen wir auch die Legalbestimmungen aufpassen. Stichwort Blue Card. Hier will der Hinweisen auf das Gesetz vom 4. Juni 2024 das Gesetz vom 29. August 2008 über freie Bewegung von Personen an Immigration aufändert. Das Gesetz transportiert die neue EU-Blue Card-Direktive an erleichtert den Zugang für hochqualifizierte Arbeiter aus Drittstaaten mit vereinfachten Prozeduren. Es gab auch eine beschleunigte Prozedur für Familienmembern angefordert, die gleichzeitig mit der Blue Card nach Lützeburg kommen. Dank diesem Gesetz gehen also die Prozeduren für Leute aus Drittstaaten wesentlich vereinfacht und die Attraktivität vom Standort Lützeburg wird erhöht, und das ohne auf Rechtsstaatlichkeit als Schutz von den Rechten an den Salarien zu verzichten. Auch die vierige Regierung hat sich schon mit diesem Thema auseinandergesetzt, notamment am Gesetz vom 7. August 2023, wo die Familienmembern von Staatsbürgern aus Nicht-EU-Ländern einen einfachen Zugang zum Arbeitsmarkt kriegen. Die Regierung hat an ihrem Koalitionsaufkommen festgehalten, dass Reskilling und Upskilling eine entscheidende Rolle in Zukunft im Arbeitsmarkt spielen. Das ist wichtig, für die Leute an der Arbeit zu behalten. In dem Kontext hat der Arbeitsminister zusammen mit der ADEM und anderen Partnern eine Reihe konkreter Maßnahmen realisiert. Eine wichtige Basis ist der Skills-Tisch, den die Akteure aus dem Arbeitsmarkt, der Education, der Formation an den Betrieben zusammenbringt. Sein Ziel ist es, die Kompetenzbedürfnisse von Haut und Morgen besser zu identifizieren und die Formationsoffer darauf aufzustimmen. Mit Future Skills gab es auch Formation und Leute, die Arbeitssicher gezielt gestärkt, vor allem an digitale Kompetenzen, transversale Fähigkeiten und Kompetenzen für den modernen Berufsalltag. Auch das Programm Digital Skills hat dazu beigetragen, die Employabilität von Leuten zu verbessern, besonders während der Krisenzeit. Weiterhin gab mit Job Insights an der sektoriellen Studie von der ADEM ein wichtiges Instrument geschaffen, für die Entwicklung von den Berufen und Kompetenzen um Arbeitsmarkt besser zu verstehen. Das erlaubt auch in Zukunft mehr siblierte Formationen. Mit Skills for Job kriegen Arbeitssichernde eine individuelle Begleitung, ein Kompetenzbilan, Coaching und Formationen, für entweder hier Kompetenzen zu vertiefen oder sich in Richtung von einem neuen Beruf zu orientieren. Und nicht zuletzt ist der Skillsplan eine wichtige Mesure für Betriebe und Salarien. Hier geht es darum, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Betrieben aktiv auf Transformationen vorzubereiten, a Platz recht zu reagieren, wenn die Arbeitsplätze bis an Gefahr sind. Gerade am Kontext von der künstlichen Intelligenz ist Reskilling und Upskilling umso mehr wichtig. Und dafür wurden auch interministerielle Arbeitsgruppen geschaffen, weil KI ist ein Thema, das durch alle Bereiche geht, Bildung, Forschung und den Finanzsektor. Am Kader von seiner KI-Strategie für Lützeburg spielt KI auch am beruflichen Leben, wie gesagt, eine wichtige Rolle. Und hier geht auch die Ausbildung an das Arbeitsfeld an einem Umfeld, das schon durch KI geprägt ist und nicht immer mehr Wert gibt. Kommen wir zu den steuerlichen Maßnahmen, die die Regierung geholt hat. Der Regime des Impatriés wurde reformiert ab dem Steuerjahr 2025. Hier können qualifizierte Salarien, die aus dem Ausland auf Lützeburg kommen, unter bestimmten Konditionen bis zu 50% von ihrem Bruttoeinkommens und bis zu einem Bruttoeinkommens von 400.000 € von den Steuern befreit kriegen. Das Ganze während 8 Jahren. Ich denke auch an eine Prime Partizipativ, die im Jahr 2024 angepasst wurde. Hier sind Zöhe von 5 auf 7,5% vom Benefiz net, den eng Firma kann und ihr Salarie verdelen, auch abgesagt gehen.
Für de Salarié sind Zter 2025 30% vun der Primpartizipativ steuerbefreit a Platz vu 25%. Das Regierung huet auch eng Prim lokativ agefauerert. Das ass eng deelweis Steuerbefreiung vu Primmen, die Patron engem jonke Salarié bezielt, fir him ze hëlle fir se Loyer ze bezzuelen. Das Prim ass och e wichtige Mosaik stehen an de Mesuren fir Talenter unzuzeien. Für eine paar Tage hat der Finanzminister ein Gesetzesprojekt über Stock Options deposiert. Hier geht es konkret darum, für Talente am wichtigen Bereich von den Start-upen umzuziehen. Oft können nämlich Start-upen hier Talente nicht halten, weil sie nicht die nötigen finanziellen Moyens haben, für hohe Saläre zu bezahlen. Durch das neue Regime von den Stock Options geht sich erwähnt, dass sie gerade Start-upen helfen, Talente aus sie zu bannen. Ein wichtiger Punkt betrifft auch die Steuerpolitik vis-à-vis von den Grenzgängern. Auch hier goufe schon verschiedene Mesuren ergriffen, die mit Sicherheit nicht perfekt sind, aber der Wert sind annehmen zu gehen. Es geht um ein Aufkommens mit Deutschland betreffenden Teletravail von deutschen Grenzgängern. In Lützeburg beteiligt sich auch an Infrastrukturkosten auf Frankreich. Betreffend de Logement hat die Regierung auch ein ganz paar Mesuren ergriffen. Ich denke da just an den Paketlogement, ohne noch ein Jahr ganz abzuzählen. Die Regierung hat sich selber finanziell Moyen gegeben, für Logement zu kaufen. So goufen bis Dezember 2025 schon 350 WFAN abgekauft. Ein anderer Vehikel als Prolog SA. Hier haben Lützeburger Banken sich zusammengetan, für den Immobiliensektor zu unterstützen, für das mehr Logementen auf den Markt kommen. Als Land hat auch ein ganz attraktives Sozialsystem und Pensionsregime. Gerade was auch den zweiten oder dritten Pilier angeht, wo die Firmen attraktiv Konditionen haben, was sie ihren Mitarbeitern eine Zusatzpension anbieten. Respektive Privatleute auch können eine Privatpension mit steuerlicher Unterstützung aufbauen. Die Regierung schafft auch daran, für genug Leute für den Pflegesektor zu finden. Die Formation wird angepasst und der Beruf wird mehr attraktiv gemacht durch eine Revalorisation der Karriere. An meiner Anleitung hatte ich schon auf das Problem hingewiesen, dass viele Talente als Land nur ein paar Jahre schon verlassen. Wir sind uns bewusst, dass Lützeburg keine Insel ist, wir sich an einem internationalen Umfeld bewegt. Niveau von der Forschung wird geschafft, für Wissenschaftler neue Perspektiven anzubieten. Ein ganz wichtiger Punkt für Talente am Land zu behalten, ist interkulturell Zusammenleben zu stärken. Hier ist man im Biergerpakt ein klares Zeichen gesagt gehen, für jeden, der zu Lützeburg lebt oder schafft. Hier geht es nicht nur um Erbeskkontrakte, sondern um Zusammenleben als Gesellschaft und das ganz konkret Terrain und an den Gemengen. Herr Präsident, abschließend will ich noch einmal betonen, dass die CSVDP-Regierung Talentstrategie Radar hat und konkret darunter schafft. Und das anhand von konkreten Mesuren und Gesetzen, die zwischen 2023 in der Hall gestimmt oder deposiert wurden. Herr Präsident, ich will aber nicht abhalten, ohne dem Herrn Fayo merci zu sagen für diese Interpellation, weil sie erlaubt, ein wichtiges Debatte über die Zukunft von unserer Talentpolitik an der Chambre zu feiern. An ihr sonst merci für die Nullaufstellung.